Moje lief Kanner, mein Name ist Nicole Paulus und ich schreibe Bücher für Kanner. Und heute will ich euch erzählen und vorlesen aus meinem Buch Salto am Aquarium. Hier sieht das Buch, Bilder am Buch goufen gemalt von Marcel Morbe und das Buch kam raus bei den Edition Schortgen. Das ist die Geschichte von zwei Goldfischen, die bei ihrer Familie an einem schönen Aquarium daheim an der Stufe wohnen. Die Familie heißt Dax Karamell und die Familie besteht aus der Maman, die aus dem Frankreich kommt, die Elsa heißt und die Lützeburgisch schwätzt mit vielen französischen Wörtern dazwischen. Hier ist der Papa aus der Familie, den Thierry Dax, den lo nicht so interessiert als Goldfisch. Hier ist Mädchen, Juliette, und hier ist der Jung, den Noé. Es gehört auch noch zur Familie, der kleinen Hai, den heißt ganz einfach Baby. Der Baby hat sonst keinen Namen, und wir zwei Goldfische, wir haben auch keinen Namen. Aber das wird sich ändern. Maman, rief ein von den Kanner Mädchen, dem Goldfisch mit den weißen Töppeln Rick, der will einen Namen gehen, gell du? D'accord, Juliette, antwortet Maman. Cassis, kennt dem Juliette seine Decision wie aus der Flint geschossen, weil hat mit seiner Bome aus dem Frankreich immer Cassis-Plecke geht und da mit Zuckerseis Gebäßkart. Meine gelle Schwester neft mir hei als also Cassis. Mam Cassis werde ich von lo und alles delen. Den Aquarium, Futter, Wasser bloßen. Lo also du mir, hören ich, lo kreen ich mein Name. Noé, vas-y, rief Maman. Und de Noé, de Jong, denkt hart no. Je nennt mich Spider-Man. Nein, Godzilla. Nein, King Kong. Hölf, lo nennt hier mich Jean-Edouard. De no Ding Dong, de no Flossi, nee, nicht Flossi, lieber Glubschi, a besser nach Mr. X. Für hier fertig ist, heischen ich Fleur, weil ich ausgesehen wie ein zerfatzte Blum am Wasser, findet Noé. Ich fand das allerhand. Hier vergleicht mein wunderschöne Flossen, die am Wasser dus nur alle Seiten flattern mit futtigen Blumen. Wir Goldfisch sind die gescheitsten und alle gute Fisch. Wir Menschen mengen, wir wären dumm und topisch, weil wir just können blubbern, aber weil wir nicht können schwätzen. Wir kennen alles. Wir wissen, was Menschen sind, was Kanner sind, was Häuser sind, was Fotos sind, was Tele sind, Computer, Bücher, Zeitungen. Wir kennen alles. Und außerdem schwätzen wir alle Sprachen von der Welt. Wir wohnen an einem ganz schönen Aquarium. Hier weisen wir hier stehen. Seht da ist ein versunkenes Schiff, liegt da dran, das ist natürlich aus Plastik. Und da können wir rausschwammen, rausschwammen, und uns verstoppen, spielen. Es liegen Muscheln da, ob oder zu. Es stehen Pflanzen da. Da am Eck seht ihr eine Kette mit einem blauen Stein drin. Aber die Ketten, die gehört der Maman, die Ketten ist ganz, ganz wertvoll, also sie ist viel froh mit der Ketten. Und in der Ketten, da hängt ein blauer Stein, und das heißt, das ist ein echter Lapis Lazuli. Aber weil Lapis Lazuli so ein schweres Wort ist für ein Goldfisch, so mehr Lupo Lazzi. Und ich weiß nicht, dass da zum Beispiel, das ist ein Lapis Lazuli oder Lupo Lazzi, wie wir zwei Goldfische nennen. Und Maman meint, wenn die Ketten am Schiff liegt, dann wird sie nicht geklaut, da findet kein Dave die Ketten. Soll das stimmen? Das sehen wir ein bisschen später. An dieser Geschichte fahren wir weiter mit Kurder Arthur, mit der Katz Arthur. Da sieht der Katz hat Gesicht für ein Aquarium, die sieht die Grängaen, die Ellen blinken, erlichten, die sieht auch seine Spatzzähne, aber so ist das den ganzen Tag. So steht hier für ein Aquarium, und das ist für uns zwei Goldfische natürlich keine einfache Situation. Aber weil wir so gescheit sind, für allem ist die Fleur,
fanden ich eng Manier für die gefährliche Kurder zu verschonen. Raus an de Gerd. Ich schon hier so fertig gedoen, dass hier Logo nicht mehr an das Haus rackend. Wie ich das gemerkt und das wollte ich lo übersprangen. Aber im nächsten Kapitel gehen, und das heißt, schwammen dem Noe seine Hausaufgaben. Du siehst den Noe, wie ihr merkt, also nicht ganz begeistert, wenn er muss als ein Hefter schreiben mit das. Ich schon aber rausfand, wenn ich neben dem Noe, wenn der Noe neben dem Aquarium sitzt mit seinem Heft und Tisch, dann schreibt hier ganz fleißig alles matt, werde ich schwammen. Wenn ich Rundel schwammen, dann schreibt hier eine Rundel. Wenn ich einen Strich schwammen, dann schreibt mich hier einen richtigen Strich an das Heft. Und dann hatte ich die immens gute Idee für den Noe Buchstaben 4 zu schwammen. Hier schwammen am Aquarium alt Buchstabe 4, die de Noe Duno an sein Heft schreibt. Ich schwammen Rundelen, a Stricher, no Oven, an no innen. Pipi liegt schwimmt sich den C oder den B an auch den U. Auch nicht kompliziert, dass das Salto für den O. Kniffelig geht es beim K, beim R, beim Y und beim Q. Aber wie ich ein Töppelchen auf den I soll schwammen, habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Am allerliebsten flitzen ich ein elegantes Zzzz durch das Wasser. Nun kommen wir bei dem nächsten Kapitel. Du weißt nicht, ich habe ein Bild davon, und das als Datei. Und dann ist ein Abbrecher. Seht ihr hier den Abbrecher? Und von der Welt lesen ich das hier, falls das Thema euch interessiert. Da ist dann nur die Frau. Die Familie Dax Karamell schläft, wir schlafen. Der Pirat Arthur, das ist der Kurder, wir nennen den der Pirat Arthur, geht da durch die Gärte. Seit hier in Angst hat für ein Eis verbringt, hier all nur Stub auseinanderkehrt. Ich wibbeln erfeiert mit den Flossen, ich schon etwas hören. Oh, das ist die kuische Baby. So geht das all nur. Mama springt aus dem Bett. Den Thierry Dax springt aus dem Bett. Der Baby kriegt sein Flasch, kackt an die Windel, muckst sich auf ihre paar Stunden gar nicht mehr. Mama hat Reh verinnert den Nahe von Müdigkeit und verlängert nur der Nacht, wo die kleine Scheizpartie endlich durchschläft. Ich beruhige mich immer an Kassi so. Nicht für ganz lang, weil du tröppelt und du raschelt etwas. Ein grell Lut schießt ob Eisen Aquarium. Wir können knapp zwiebeln von Schreck. Brennt eist Wasser? Nein, kein Feuer Wasser. Mir war das da dann, die hell Lut, die durch eist Wasser blinkt. Das ist ein Abbrecher, Pöspert Kassi erfeiert, mit enger Tasche Lut. Will den hei Sache klauen? Oh mei, hoffentlich will die kein Goldfisch klauen. An der Zeitung habe ich schon viel über die Abbrecher gelesen. Den Abbrecher hei hat den Hick. Hier schenkt aber nicht nur Goldfisch zu sichern. Mit seiner Tasche Lut sicht hier noch andere Sachen. Vielleicht noch enger güldener Ketten mit engem Lupolazzi drun. Hier liegt an all Eck, hat all Bild, hat all Blumenstock. Hier durchfuhlt schief an Tierreng. An aber findet ihr sie nicht, da Mama hier wertvoll Ketten und der hier Herz so hängt. Gülle Ketten, mam Lupolazzi, leidt wie immer bei uns am Aquarium. Heians du tesselt Mama Ketten an den Bauch vom versunkenen Schiff, darum plündert sie sie rüber an rosa Muschel. Schiff oder Muschel, war das die besten safe. Kassi sannech, mir lehen eis de lange Weh iwwer rosa Muschel. Mir machen, wie wann Muschel eist Bett wär. Mir sie berät, all eis Flossen zu riskieren fir der Maman ihre Bijou. Die Situation am Living spitzt sich zu. Da ist der Silhouette vom Abbrecher, zusammen mit grellen Taschelutestrahle geht dat durch de Living wie Gespenst. Mir hören den Abbrecher immer nach Hicken. Wir merken, dass hier so los Rose geht, weil hier so nicht 5 wie Cremchen. Rabbi ohne Wert. Ob der Etagere Taschenbücher, an den Äcker zerbasse Quietsch-Intascher, durch zerknuschel Zeitungen, an dem Boden Babys Rüsseln an Duplostecker. Nähere, wo etwas wird sich für einen Abbrecher rentiert. Die Flinke schiert am Living knotet viel elle Wörter. Die lesen sich aber nur nicht mit.
was hier mehr Rose geht, was hier mehr hickt. Hier ist wirklich viel zu fährten, obwohl mir nicht ganz viel von ihm gesehen. Nachdem der Strahl von der Tasche Lut über all Mauer und durch all Eck geblitzt ist, schießt den ob einmal ob ein Aquarium. Paul riecht ob Muschel, Stopp vom Gold auf vom Lupolazzi. Das geschieht, hier hat de Bijou gesehen. Entzerrt a viel zu viel spät merken ich, dass ein Zentimeter Ketten zwischen den Muschelschwellen rausguckt. Ganz no könnt dem Abbrecher seg Hand gleich wird hier se an den Aquarium zappen. A gene dun spieren ich kein Fatzangst mehr. Den Abbrecher mam Hick kriegt der Mama hier Ketten net, a wann et mich mehr liefen am eng Flosse kascht. Me dat das gut net neidisch. Den Abbrecher tant schon am Wasser, de do bemol kriech. Hier probiert sich Wasser festzuhalten, was natürlich dicke Kabes ist. Hier verliert Gleichgewicht und trillt lange weh auf den Boden. Hier schlägt man am Kopf ab und hier scheißt nach mir. Glücklicherweise gouf ein Aquarium just ein bisschen gestuckelt, er steht immer noch fest auf seiner Platz. Was geschieht? B. Der Pirat Arthur, Katz, muss vom Gart aus etwas matt tun. Hier hört sich ob lose Patte Rackeschlag aus dem Abbrechertischen B gesprungen und hat den umgekippt. Bravo, Arthur, das hast du super gemacht. Du hättest bestimmt schrecklich viel Courage gekostet. Mit verloren hältst du dich weit weg von diesem Aquarium. Du weißt ja, was das so split. Oben am Haus ging Gluten an. Den Abbrecher springt auf die Face, Joer für ihr Blitz durch den Gang zur Fichterdier raus. Aufgeregt stürmt den Thierry Dax an den Living, hannen rund Maman mit enger verwuschelter Tritz über dem Nötzchen. Kurz drauf Juliette an den Noe. Begleitet geht die ganzen Travot von hardem Gekreisch aus dem Baby seinem Zimmer. Lo, wo die Luten aussehen, seid ihr voll am Living. Tierränge sind ausgetippt, Regaler sind eitel, Döscheldischer, Kösse, Bücher, Bläder, tausenderlei Cremchen, alles drillt Boden. Mit Maman hat just eine Sache am Kopf. Ob die Spitze klotert sie über den Doyeneen, erkennt bei den Aquarium. Hofrisch präsentieren mir jetzt gelle Ketten, Cassis auf der einen Seite von der Muschel und ich auf der anderen Seite. Unter dir geht ob einmal Chell, Paulus, die den Thierry Dax direkt alarmiert hat, können dann den Living für die Sache mit dem Abbrecher zu sichern. Mein nächstes Kapitel, das heißt, ich weiß, wie den Abbrecher ist. Das Kapitel. Interessiert er dich auch ein bisschen? Okay, da fahren wir weiter. Die Geschichte mit der Ball geklauter Ketten ist nach Ball nicht fertig. Paulus findet nicht raus, wie in den Abbrecher war. Hier hat Händchen und hat keinen Fangerauftrag los. Fleur! Mat Cassis, vu moes Bisowes, Ech fiele mech net méi Sicherheit am Aquarium, wat mache wann de Beiserem kënnt. Och d'Famill Dax Karamell fiel sech net méi sicher an hirem Haus. Den Abbrecher hat kee Schloss opgebracht, kein Fenster ageschloen. Hien ass ganz normal durch d'Vichtierer kom. Hien hat Schlüssel. Den Thierry Dax lässt ein neues Schloss ersetzen mit neuen Schlüsseln. Aber viel Käsech méi wohl daheim am Haus net, an am Aquarium net. Haut huet Maman Besuch. Sie huet de paar Freundinnen, die gerne lernst komme fir eng Tass Kaffee zu trinken, an Erklären zu schicken. Sie essen damit Genoss hier Zuckerseis Meifel, an mir Goldfisch kree stöpsech Goldfischfutter an den Aquarium geschott. Für wat will Maman einfach nicht bekappen, dass Cassis an ich auch eins do Lust tun ob gute Maufel. Letzte Woche war der Maman hier Freundin an Nathalie hei. Sie hun Erkläriges an iwwer den Abbruch geschwert. Für 4 Tage war der Maman hier Freundin Angela hei. Goufen Erklären a Gespräche iwwer Abbrecher an Banküberfall. Haut sitzt der Maman hier Freundin Viv Kanapé. De Baby sitzt op der Maman hier im Schoß, potert, granzt, knotert. De Noe sitzt neben singem Deitschaft, nieft eisem Aquarium, an ich helfe ihm wie immer bei den Hausaufgaben.
Beim Noe hat sich enfin ein Knut abgetan, erzählt Maman ganz aufrichtig ihrer Freundin Viv. Hier geht von Tag zu Tag besser an der Schule. Die Freundin Viv ist am Gang, hier dritt Eclair zu verputzen. Sie fragt noch enger neuer Tasse Kaffee mit viel Rahm und Zucker, wenn es klifft. Meistens sind der Maman ihr Freundinnen Leihfrauen, die niemals vergessen, nur zu fragen, wie es dem Fleur an dem Cassis da so geht an ihrem schönen Aquarium. Nicht so die Viv. Die Viv fragt nie noch Eis, hat fragt noch Eclairen, noch engem Cappuccino, noch engem Porto, an Döno, noch engem Zweten. Hat sich über seinen Mann, an über sein Meerschwänkchen, an über den Coronavirus. Hat schwätzt, beißt, knät, erschlägt ungeniert Tropplas. Wie kann Maman so ein topisch Bütschel als Freundin haben? Ich weiß nicht, nach ein Kehr, der das Freundin Viv. Dun kriegt Viv den Hick. Genau denselben Hick wie den Abbrecher. An mir geht ein Speicher Licht ab. Hat ich Tomaten op den Nähen? Hat ich Tomaten op den Nähen? Ich hätte den Marsch direkt erkennen. An dem Viv sei Körper, der wie ugegoss an die schwarze Schild rapasst. An dat Viv immens froh mit Bijouen as gesagt op den ersten Blick. Hat das voll behang wie ein Christbämchen mit langen und mit kurzen Ketten, mit Ohrringen, mit Fiedern, mit kiloschweren Braceleten. Und nun all Zeif dreht hat ein Zeiverang. Alles billige Klimbim, nicht zu vergleichen mit der Maman ihrer alle Ränger Goldketten und deren echten Lupolazzi hängt an Scheiblo Straat. Für mich steht fest, Viv aus den Abbrecher. Mir wat soll ich lo machen? Aufheuert mir genischt, dat Viv ob ein Aquarium riverlos, sobald Maman den Kopf gedreht hat. Ob Muschel, an der de Bijou verstoppt ist, ganz schlecht verstoppt, wenn Viv am Haus ist. Maman kriegt von nichts etwas mit. Mit freundlicher Stimme erklärt sie dem Viv wichtige Details. Regard Viviane, eis neu Schlüsseln für das Haus. Die all passen lo net mehr auf dir. Bravo, Maman, bravo, bravissimo, sieft nach Meidom, gibt dem Viv gleich den neuen Schlüssel mit, zum Beispiel für Blumensteckheit zu netzen. Entzerrt höre nicht der Maman hier nächst Satz. J'ai une bonne idée, Viviane. Wenn du später fortgehst, gehen ich dann den neuen Schlüssel mit. Wenn wir dann an die Vogese fahren, kannst du, oui, da kannst du die Blumensäcke netzen. Oh, merci, Viviane, merci beaucoup. Du bist so gentil. Komm, hast noch ein Erklär. Dem Viv sing Augen lichten falsch. Hat guckt ob de Schlüssel, an ob den Aquarium, an ob Muschel. Döno beißt hat an Decklair, leckt de Pudding von de Lipsen. Naiv a freundlich schütt Maman him ein Gläschen Porto no. Ich muss unbedingt der Maman je Kette retten. Me wie mischt den dat von den Goldfisch am Aquarium is? Ich schwamme wie Wöl, Kreiz, quer durch de Bassin. Bei Neicht kann ich besser no denken wie beim Wassersport. Tisch Saltoen a scharfe Keieren fischen ich no enger guter Idee. So konzentriert, dass ich den Noe mit seinem Heft neben dem Aquarium vergesse. Bis ich auch einmal gesehen, dass der Noe ganz fleißig all meine Linien, a Striche, a Spiralen an seinem Heft notzeichnet. Ein ganz Zeit, das von oben bis innen vollgekritzelt. Und dann habe ich die Lesung. Ich schwamme ein F, an ein I, an ein F. Beim letzten R vom Wort Einbrecher sind ich fertig. Ich bin mein Satz auf Deutsch geschwommen, weil man das so gewinnt sie bei den Hausaufgaben. Am neuen singem Heft steht gut leserlich, wenn auch ein bisschen verschmiert vom Tuschpick, Viv ist der Einbrecher. So nicht im Kassis später, ich hätte nach Misten ein Ausrufezeichen dahinter tauchen. Und ich hätte Misten Einbrecherin schreiben, schwammen, tauchen.
De Noe ass so verwondert iwwer sei komische Satz, dat hinnen direkt mat Herderstimm firliest. Wif ist der Einbrecher, liest hien, an Betonung leiit op wif. Am Living ass et peinlech rouech. Maman hält sech un ihrer Tritz fest, wéi ëmmer, war sie aféier das. De Noe kratzt sech Kap a lust riwer bei d'Wif. Dem Wif drillt d'Eklär aus der Hand. Den Eklär land hölze Bodem an d'Wif trüppelt mat de Schaum drop. Knetsch, knetsch, knetsch. Gesäit aus, wie wann hat dat Express ging machen. Maman will sich bei ihrer Freundin entschëllege fir d'Freschheet vun ihrem Jong, mit den Eklärsbullimatsch Bodem verschläit hier d'Spruch. D'Wif springt op, Moof am Gesicht vu Roserei, a brüllt de Noe un. A wo hier weißt du dat du frechstagst du, töet da chemisch gesinn an der Nuecht. Dem Wif seng bläsche Bijoue rabbeln a klimpren, wéi hat mat trodem Kap raus aus dem Haus op d'Stroos stürmt. Maman ass so entzerrt, dat sie eng halbe Stunde lang steif Kanapé sitze bleibt, as sech un ihrer Tritz festhält wéi un engem Kloterseel. Dënno botzt sie den Eklärsbulli Bodem wäsch an diskutéiert lang an eescht mam Noe. Kann hien de Mënschen an d'Herz an de Kap rakucken? Neen, seet de Noe, ech kann just mam Kap de Fußball käppen. Maman versteht d'Welt an hire Jong net méi richteg. Sie ass terribel enttäuscht iwwer d'Wif, so ebbes mëcht dach keng Freundin. An Äwer fällt hier eure Steef vom Herz, weil déi Abriecherin do werd niemals méi e Fous an hiet Haus setzen. An gëlle Ketten mam Lupo Lazzi läit gut vun Eis bewährt an enger Muschel. Dënno erliewen Fleur an Cassis nach ganz viel Sachen bei der Familie Dax Karamell. Heinst du sinnet Scheisachen, heinst du sinnet geféierlech Sachen, heinst du auch ein bisschen traurig. Zum Beispiel hat Cassis ein Accident, hat trillt op de Bodem und hat das ganz ursch blessiert. Und deswegen muss hat da bei den Dierendoktor gehen, an der Salto beim Dierendoktor. Da sind auch einer Dieren, die nicht just so ganz froh mit den Fisch sind, wie der Hai auf dem Bild sieht. Zum Beispiel geschieht auch noch an der Familie, dass ein anderer Fisch bei sie an den Aquarium an Vakanz kommt. Der Fisch heißt Buka, den hat sein Numm nicht geklaut. Hier ist wochenlang bei ihnen am Aquarium, an hier mischt ihnen dort Leben ganz schwer. An de Buka as e Kloterfisch. An e Kloterfisch, die will immer nimme kloteren. Hei gesiederen dabei wie ein Trido opklotert. An übrigens Kloterfisch, der gi net wirklich. An Thailand, die leben an engem See, an die können und Land rauskloteren, an do 1 oder 2 Stunden lang atmen, iwwer hier kiemen. Zum Beispiel geschieht auch noch an der Familie, dass du draußen an dem kleinen Weiher am Gart ein Bemol in Fischreiher sich niedergelost hat. An der Fischreiher, wie sein Name sieht, den interessiert sich ganz viel für Fisch, weil er sie gerne frisst. Cassis war schon bei ihm am Schnirwel, aber du greift Maman ganz, ganz energisch an. Gut, liebe Kinder, das ist meine Geschichte. Ich so nicht merci, dass so lange noch gelauscht hat. Bleibt gesund am Montag. Adi, ciao.